Jeden Morgen um 9 Uhr öffnet Edith Pfeiffer in der Regensburger Steckgasse ihre Schusterwerkstatt. Sie ist eine begeisterte Handwerkerin, die nicht nur mit Leidenschaft Schuhe repariert. Sie hat auch sehr viel Fantasie. Mit Geschick, Witz und ihrem Mann erschafft sie surreale Welten. Da sind jetzt solche, normalerweise sind die Absätze bloß so eingestopft vom Hersteller aus. Die werden bloß so eingesteckt. Und wenn die natürlich abgelaufen sind, dann hält das ganze Zeug nicht mehr. Und da muss ich jetzt erst einmal auffüllen mit Holz. Das sieht man halt jetzt da zum Beispiel. Da sind diese Löcher. Und da müssen danach dann Nägel rein. Und Luft kann man nicht nageln. Also brauche ich irgendwas, was ich da reinstopfe. Und bei uns sind es eben die Holzdübel. Ich war schon immer handwerklich begabt. Es ist tatsächlich so, ich habe Kundschaften aus jeder Generation und auch jeden Schuh. Also auch billige sind halt die Lieblingsschuhe, man kann bequem gehen. Warum soll man es dann nicht reparieren lassen, wenn es funktioniert? Zu ihrer Werkstatt kam Edith per Zufall. Auf der Suche nach einem Spezialwerkzeug für Schuhmacher lernte die ausgebildete Orthopädie-Schuhmacherin den uralten Besitzer kennen. Der wollte endlich aufhören zu arbeiten und brauchte eine Nachfolgerin. Da kam ihm Edith gerade recht. Sie ergriff die Gelegenheit, gab ihre alte Stelle auf und richtete sich 2019 hier neu ein. Mit der Werkstatt übernahm sie auch die treue Kundschaft. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Bitte schön. Ja, ich habe Absätze. Absätze? Machen wir eine Ecke drauf, oder? Ja, genau. Gelangt. Ja, das passt schon. Dankeschön. Und so zufällig wie zu ihrer Werkstatt ist sie überhaupt zu ihrem Beruf gekommen. Danke, wiederschauen, schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Es war eine kuriose Sache, denn in der Schule, in der 8. oder 9. Klasse, musste man ein Referat halten. Was wollen wir später mal werden? Und ich habe mir eigentlich den Beruf Konditorin ausgesucht. Und hat der Lehrer allerdings gesagt, ja, da habe ich schon jemanden, muss da was anderes suchen. Und mein Papa war in der Steuerkanzlei hat er gearbeitet und hatte einen Kunden, der war Orthopädie-Schuhmacher in München. Dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein schöner Beruf, ja. Und der hat dann auch noch einen Lehrling gesucht, weil seine Tochter hat den Beruf auch erlernt, ein Mädel. Und als Mädel Orthopädie-Schuhmacher zuerst natürlich Bedenken gehabt, weil, ja, weiß man ja nicht so. Aber da sie eben auch das schon gelernt hat, haben wir gedacht, ja, warum nicht? Und so bin ich reingerutscht. Meine Mama hat immer gesagt, egal was, lern was. Und das habe ich gemacht. Nach der Gesellenprüfung ging sie mit ihrem Mann Manfred nach Amberg in die Oberpfalz und fand auch dort Arbeit in einer Orthopädiewerkstatt. Schließlich landete sie hier in Regensburg. Ja, Schatz, kommt. Ich bin's. Hey. Grüß dich. Servus, grüß dich. Arbeit. Fangst du gleich an? Ja. Okay. Manfred wartet hauptberuflich Aufzüge. Nach Feierabend kommt er gern in ihre Werkstatt und putzt die reparierten Schuhe für sie. Zeit für Edith, sich um ihr Hobby zu kümmern. Denn in ihrer Freizeit bastelt sie sich Gegenstände für ihre ganz eigene Welt. Zum Beispiel dieses Teeservice-Täschchen. Wir sind ja Steampunker. Wir können in Filme reisen, in Dimensionen reisen, in die Zeit, Historie und so weiter. Steampunker sind verwandt mit der Mittelalterszene. Wie diese treffen sie sich auf Events, träumen sich aber in das viktorianische England zurück. Sie sind fasziniert von Dampfmaschinen und den Anfängen der Industrialisierung und zaubern aus alten Dingen vom Flohmarkt ganz neue, verrückte Gegenstände zusammen. Beim Basteln ist jetzt zum Beispiel die Krawatte von meinem Mann rausgekommen. Die schaut so aus. Das ist ein altes Uhrenpendel. Und das kommt dann da so hin. Und so hat er dann auch seine Krawatte.
Ihre Fantasie ist geradezu grenzenlos. Auf Steampunk-Festivals stellen die beiden ihre Mitbringsel aus, die sie von ihren Zeitreisen mitbringen. Wir haben eine Ausstellung, so im Style von Karl Valentin. Wir haben zum Beispiel so einen ganz langen Pferdeschwanz dort hängen. Das sind dann die Achselhaare von Genghis Khan. Dann haben wir zum Beispiel so ein paar Rattenfallen, so uralte. Ja? Das sind die analogen Türklingeln. Also man hört sie garantiert. Die Leute gehen bei uns durch und schauen sich das an. Man muss ein bisschen nachdenken, aber meistens ist es so, die fangen dann so dermaßen zum Schmunzeln und zum Lächeln an. Und gerade das ist so toll. Um in diese Welten zu reisen, braucht Edith ihr Zeitreiseköfferchen. Sowas wie eine Zeitmaschine. Eine alte Hutschachtel, die sie entsprechend umgebaut hat. Man sieht jetzt da zum Beispiel die Feder. Und ich finde das so toll. Es raschelt irgendwas oder irgendwas passiert halt einfach. Und das ist eben die Zeitreise. Da vorne stellt man dann die Zeit ein, wo man hin möchte. Da dann das Jahr zum Beispiel. Ich sage immer, Steampunk braucht eine Geschichte. Oder es muss funktionieren. Und funktionieren tut es halt auch. Vor allen Dingen, wenn es komme sofort Abend wird, dann habe ich hier eine Batterie drin. Und dann leuchtet das Ganze natürlich auch schön. Ja? Cool. Hallo, grüß Gott. Das Paar geht immer zusammen auf Zeitreise. Es ist ihr gemeinsames Hobby. Heute ist das Ziel die Erlebniswelt Flederwisch in Furth im Wald. Ein Traumziel für alle Steampunker. Und plötzlich passiert eine große Verwandlung. Vergessen sind die Werkstatt, die kaputten Schuhe, die schmutzigen Hände. Edith taucht ein in eine Fantasiewelt, in der sie nun eine elegante Dame ist. Ich bin die Lady, ja. Natürlich ganz anders, weil wir wirklich in die Zeit einreisen. Wir sind doch ein bisschen so edel. Also ich mag das halt gern, wenn man in der Arbeit immer T-Shirt und Hose, weil es eben bequem ist. Und in solchen Sachen, da habe ich halt dann auch gerne mal ein Röckchen an, ja, mit Rüschen, mit Schleifchen und so weiter. Und darum Steampunk. Das ist hier ein Teil von ihm. Eigentlich unser Wolpertinger Jagdgewehr. Wir wollen es ja nicht töten, sondern nur beschützen. Es bläst ihn quasi nur bewusstlos. Unsere Trompeten, Klarinettengewehr. Oder Klaripete. Ja, wir wissen noch nicht, wie wir es nennen. Nebenan holen sich die beiden noch ein paar Inspirationen für ihre eigene nächste Ausstellung in ihrer Steampunk-Welt.